Matthäus 27. Also ließ Pilatus Barabbas frei. Jesus aber ließ er auspeitschen und lieferte ihn dann den römischen Soldaten aus, die ihn kreuzigen sollten. Einige der Soldaten des Statthalters brachten Jesus in das Prätorium und riefen die anderen Soldaten zusammen. Sie zogen Jesus aus und legten ihm ein purpurnes Gewand an. Dann machten sie ihm eine Krone. Eine Krone aus langen, spitzen Dornen, und sie setzten sie ihm auf den Kopf. Und sie gaben ihm einen Stock in die rechte Hand als Zepter. Daraufhin knieten sie vor ihm nieder und verhöhnten ihn und grölten: Sei gegrüßt, König der Juden! Und sie spuckten ihn an und nahmen ihm den Stock weg und schlugen ihn damit auf den Kopf. Nachdem sie ihn verspottet hatten, nahmen sie ihm das Gewand ab, zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an und dann führten sie ihn zur Kreuzigungsstätte. Und sie gaben Jesus sein Kreuz, nachdem er schon gefoltert wurde mehrmals, trug Jesus dieses Kreuz nach Golgatha. Als unter der Last des Kreuzes seine Energie schwand, brach er zusammen auf dem Boden. Man bat einen anderen Mann, das Kreuz für Jesus hochzutragen. Und als sie oben waren, machten sie etwas ganz Spezielles, die Römer. Es war so ein Moment, okay, damit wir jetzt dich gut hier kreuzigen können, haben wir etwas Milde mit dir und wir geben dir jetzt Galle vermischt mit Myrrhe. Und das gab man, um die Schmerzen ein bisschen zu betäuben, auch die Sinne etwas zu betäuben, damit das Ganze für einen Moment wieder erträglicher wird. Aber Jesus, als er merkte, was es war, nahm er es nicht und spuckte es wieder aus. Wir sind mitten auf dem Passionsweg und es ist so ein krasses Zeichen, dass Jesus sagt: Ich will nicht betäubt werden. Ich will gar nicht nur einen Teil der Schmerzen ertragen. Und ich glaube, dass Jesus in diesem Moment, bitte glaube mir das, an uns gedacht hat. Er wusste, es braucht, dass er den ganzen Preis bezahlt. Weil schon vorher wurde prophezeit in Jesaja 53, in seinen Wunden sind wir geheilt. Weil Jesus diese Schmerzen ertrug und sich nicht betäubt hat, können wir heute Freiheit erleben. Man erinnere sich am Vorabend, als Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl nahm. Das ist mein Leib, der soll für euch zerbrochen werden. Und niemand nimmt mir mein Leben, sondern ich gebe es freiwillig. Ich gebe es freiwillig für euch. Das ist unser Jesus. Und es ist ein Geheimnis, weil heute zelebrieren wir in all dem drin, so schwierig es auch ist, diese Geschichte und so brutal, dass das Heilungswunder, das in unserem Leben eben trotzdem ist, und die Heilungskraft, die Wiederherstellungskraft ihm, Jesus selber, und dass wir sein Brot essen dürfen, sein Leib für uns zerbrach.
Serena ist heute unsere Pianistin und sie selber hat erlebt, wie die Kraft von Jesus in ihrem Leben heilbar und wirkbar wird. In meiner Kindheit habe ich viele Verletzungen erlebt. Ich wurde sehr streng erzogen und habe leider Gewalt auf verschiedene Ebenen erlebt. Ich musste früh lernen, zu Hause wie eine erwachsene Person mitzuarbeiten und habe erlebt, wie Gewalt und Angst mein Leben ständig begleiteten. Trotz der Angst und des Misstrauens war ich offen für Gott. Verschiedene gläubige Menschen prägten mein Leben. Ich durfte Gott kennenlernen. Er begann mein Leben zu verändern und ich fing an, Hoffnung zu bekommen. Durch Jesus durfte ich die bedingungslose Liebe kennenlernen. Durch seine Liebe wurde mein Herz Stück für Stück geheilt. Ich durfte von ganzem Herzen meinem Vater für all diese brutalen Erlebnissen vergeben. Jesus machte alles neu. Jetzt darf ich frei sein. Das ist eine Geschichte von vielen Menschen. Vielleicht du selber sitzt da und hast solche Geschichten erlebt, wie diese Heilungskraft in deinem Leben schon wirkbar wird und Jesus Schmerzen trägt, verändert und heilt. Oder du bist momentan mittendrin und streckst heute deine Schmerzen diesem Jesus hin, weil er schon dafür bezahlt hat. Und gewisse Schmerzen, gewisse Tränen, sagt Jesus, die wird er eines Tages im Himmel erst abtrocknen. Da werden nämlich alle Tränen trocknen sein. Aber ich glaube, auch heute, an diesem Karfreitag, ist ein Tag, wo Jesus wieder seine Heilungskraft in unsere Leben hineinbringen möchte. Denn eines ist gewiss, Jesus hat wirklich schon den Preis bezahlt. Ich wünsche mir, dass du ein Stück Brot nimmst und es in deiner Hand trägst. Und all deine Schmerzen, wo du noch drin bist, deine Krankheiten vielleicht auch, seelisch oder auch körperlich, alles da, wo du durch Schwierigkeiten hindurchgehst, nimm das und schau dieses Brot an in dieser Zeit, wo ich Jesaja 53 vorlese. Und sag selber über deinen Schmerzen, über deinem Leiden, Jesus hat dafür bezahlt. Jesus hat dafür bezahlt. Wir nehmen nachher, nachdem ich das gelesen habe, noch gemeinsam das Abendmahl. Jesaja 53, Vers 3. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er, Jesus, war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich. Er trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden
sind wir geheilt. Wir danken dir, Jesus, dass du deinen Leib hingegeben hast. Dass du alle Schmerzen, all unsere Verletzungen, all unsere Krankheiten getragen hast, damit wir Frieden haben können. In dir ist Heilung. Und das nehmen wir an über unsere Seele, unseren Körper, unseren Geist. Du hast die Schmerzen getragen. In deinen Wunden sind wir geheilt. Wenn du willst, darfst du jetzt deine Hand nehmen und an den Ort legen, wo du dir Heilung wünschst. Und ich möchte für dich beten. Und wenn es innere Heilung ist, dann nimm doch einfach deine Hand und leg sie selber auf dein Herz. Jesus, wir danken dir, dass du den ganzen Preis bezahlt hast. Und heute bitte ich dich, dass du diese Stelle berührst, dass du diese Herzen berührst, dass du unsere Seelen berührst. Und ich spreche über dir aus, Jesus hat bezahlt. Heilung, komm hinein in diesen Körper, in dieses Herz, diese Seele und in diesen Geist. Heilung, komm. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Danke, Jesus, dass du heilst heute noch. Danke dir, Jesus. Wir werden den Wein heute noch trinken bei der nächsten Station. Also behalt den mal noch und nimm das jetzt mal mit. Und vielleicht ist jetzt auch ein guter Moment, wo du noch aufschreibst, weil heute ist ein Tag, wo Jesus viele Wunder tut. Darum vielleicht schreibst du das auch auf mal. Was hat Jesus schon getan? Was wurde dir bewusst? Und wo hat Jesus auch etwas freigesetzt in deinem Denken, in deinem Glauben auch? Und schreib das doch nieder. Und wir sehen uns bald wieder zum nächsten Passionsweg-Abschnitt. Bis bald.